Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Und wir machen gleich mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und müssen vor dem Museumswärter uns in Acht nehmen, damit die uns nicht sehen, weil sonst ist, ja, türkisches Gefängnis angesagt. Und darauf hat, glaube ich, keiner von uns Bock. Also, runter und hier ruf. Oh, oh, hallo, da scheinen wir wohl im Depot zu sein vom Museum. Und gucken uns doch mal hier in aller Ruhe um. Da ist schon ein Schatz, den sehe ich doch jetzt schon. Und zwar ein schöner Ring. Was hat er dann abgezogen? Osmanischer Ring. Ja, sehr schönes Teil. Könnte Almandin sein. Könnte aber auch einfach nur ein Jaspis oder ähnliches sein. Das ist nicht klar ersichtlich. Aber ich glaube, bisher habe ich alle Schätze abgezogen, die möglich sind. Ah, hehe. Da hat sich Naughty Dog noch selber verewigt. Ihr seht die rote Hundepfote-Abdruck beim... Oh, Abdruck. Ihr seht den rote Hundepfote-Abdruck bei Nathans Schulter, beziehungsweise wo er so gelangweilt drüber guckt. Da hat sich Naughty Dog noch selber verewigt. Das finde ich sehr schön, sowas. Wenn man immer so kleine Easter Eggs drin hat. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Natürlich, ich dachte Joel. Nur in meiner Nase, Kumpel. Moment. Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht an. Klasse. Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. Naja, also wenn ich hier mein Museum sicher machen wollte, dann hätte ich der Alarmanlage vom Verteilerkasten doch irgendwo abbringe, wo man es nicht von dem Raum aus machen kann, weil das macht ja nicht viel Sinn, wenn jemand ins Depot einbricht und im Depot selber noch die Alarmanlage kaputt macht. Er hätte es lieber in den Vorraum reingemacht oder so. Naja. Aber es ist natürlich alles so, dass es der Grabräuber in die Hände spielt. Das ist ja logisch. Ne, das ist nur ein Feuerlöscher. Ich glaube, der Owe ist er, oder? Ja, das müsste das sein. So, zack. Und der Herrmann. Da kommt ja kein Schwein sonst dran. Die sind ja alle Parcours begabt hier anscheinend im Museum. So, das sollte gehen. So, da glaube ich einfach nur die Hauptsicherung entfernt. Und was kommt jetzt? Mist. Den nehme ich. Oh Gott, wie hat denn der sich gerade bewegt? Um die Deckung um Ecken herum zu verlassen, drücken Sie links nach vorn und drücken Sie kurz Kreis. Und jetzt? Für einen heimlichen Angriff nähern Sie sich dem Feind unbemerkt und drücken Viereck. Sehr schön. Das war ja leider beim ersten Teil nicht möglich. Okay, dann knockt er den einmal aus. Und macht aber nicht den Würgegriff wie bei The Last of Us. Okay, cool. Das ist cool. Das habe ich definitiv vermisst bei Uncharted 1, dass ich Leute auch mal heimlich ausnocken kann. Da ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Du kommst mir danach. Entschuldigung, das lag mal schon im ersten Teil auf der Lippe, wie der Joel bei The Last of Us so kurz vor Ende, so wie so ein alter Tatterkreis, du kommst mir danach, so total zahnlos, was sich hier gemurmelt hat. Igitt. Ja, das kennen wir schon, mit dem in Deckung gehe, um sich um eine Ecke zu bewegen. Drücken Sie linkes Rad nach vorne und halten Sie Kreis gedrückt. Ja. Aha, okay. Ah, da ist er, der Feinaler. Jetzt geht's also der wäschigen Feinaler. Zack. Sehr schön. Auf den Balkon da. Jawohl, das müssen wir. Okay. Affe Move. Ach ja, als Dieb von heute braucht man das, dass man Parcours hat. Französische Kampfsporttechnik, Parcours. Oh. Oh oh. Vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Haklısın abi. Du nimmst der andere. Bazen o kadar Na canım dann. sıkılıyor ki Drücken Sie wiederholt. Okay. Zack. Ja, und
Wollte gerade sagen, und du? Na gut, das war jetzt nicht gerade sehr heimlich, aber na gut. So. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok uzun. 15 dakikaya kadar Worauf wartest bitiyor. du? Und wie viel das sind hier? Das ist ja abartig. Bugün epey bir sessiz. Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Okay. Dann machen wir das doch mal. Jetzt geht's auf der Washing. Zack. So. Gleich mal wieder drunter verschwunden. Wie sieht's so aus? Dann kriegen wir es so. Zack. Ach Gott. Wie Oliver. So. Okay, wo ist denn der andere Knecht jetzt noch? Ah, der ist da hinten. Okay, gut, dass auch unser NSC was kann. Also 3 Knechte haben wir ausgeschaltet. Ich mag mich trotzdem noch ein bisschen umgucken. Nicht, dass ich noch irgendwo einen Schatz verdummbeutel. Ja, genau das. Schatzsucher-Anfänger habe ich jetzt. Und was ist das? Silberner Amulettkasten. Na, wenn das nichts ist, der ist doch auch wunderschön mit so rote Edelsteine und Halbedelsteine. Aber die Kette scheint sehr steif zu sein, weil selbst wenn man das Ding auf den Kopf dreht, bleiben die steif, die Kette. So ist es halt. Also ich glaube definitiv, ach hier, verlassen wir das Spiel nicht als armer Mann. Nathan Drake kann sich definitiv wieder von den Schätzen, die er so erbeutet, ach wieder finanzieren. Okay. Okay. Wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriechen. Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na, toll. Übernimmst du das? Warte. Okay. Wie machen wir das jetzt? So, probieren wir das nochmal aus. Und jetzt? Können wir das nicht irgendwie ausschalten, oder? Okay, wir können auch so dämlich drauf rumhampeln, das geht nicht. Wir können nur hochspringen mal wieder. Na gut. Ah, wer baut dann die Verteilerkäste hier? Okay, ist aus. Eieieiei. Aber den Mensch da oben würde ich noch ganz gern ausnocken. Geht aber anscheinend nicht. Na gut, dann müssen wir das wohl leider so machen. Okay. 1, 2, 3. Los. Hast du's? Ja. Glücklicherweise sind das alles durchtrainierte Ochser. Okay, okay, los. Beeilung. Moment. Moment. Okay. Wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay, ich lass dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Na danke. Geh zum Brunnen. Okay, zum Brunnen müssen wir. Muss mal gerade mal gucken, ob ich da unbemerkt runter kann. Na, nicht so wirklich, oder? Ach, egal. Hodor. Was war denn das für einer Hodor? Was Schönes. Yakaladım. Ach, Mist. Na gut, muss wohl heimlich sein. Aber der Typ war eben klasse. Hodor. Ja, Bella Markus. Hallo, Markus. Zack, jetzt du. So, zack. Mist. Ja, okay, ja. Na gut, ich hab's kapiert, ich hab's eingesehen. Das kriegen wir so nicht hier. Das kriegen wir so nicht hier. Zum Brunnen hat er ja auch gesagt. Zuhörer müssten wir auch mal als. Da müsste ich mal gucken, ob hier noch in der Nähe was ist. Ich glaube, da ist noch der da. Geh in Deckung. Okay, der Typ, der könnte uns sehen von hier aus. Wenn der sich aber umdreht. Ja. Hä? Ja, uff. Jetzt geht's was auf der Washing. Zack. Zack.
Was sagt ihr mit Pheromonspiegel? Eieiei, die verzählen aber einen Stuss durch die Wache. So, den ersten, den zweiten Hammer. Mal gucken, wie wir die andere jetzt kriegen. Ich glaube, den kann ich von hier aus erwischen. Da ist aber noch der Wächter dahinter übrig. Ich sehe wieder einen Schatzblitzer. Den habe ich mal besser auch in Gedächtnis. Oh Mist, nee. Da komme ich nicht so wirklich dran. Ich glaube, ich muss mich von dahinter anschleichen. Dahinter ist auch noch so einer. Okay. Ist mal da und da. Ah ja, okay. Dich kriegen wir wahrscheinlich so. Sehr gut. Der wird auch mit Würge lahmgelegt. Jawohl, der andere Hansel, der wird auch ausgeschaltet. Aber ich will trotzdem den Schatz noch mitkriegen. Jetzt kriegen wir nämlich hier Kenny mehr auf der Riffel. Können wir den Hansel genauso fertig machen. Davor kriegt der andere Dappschädel nichts mit. Die sind ja alle blöd. Deswegen sind sie eingestellt. Und da haben wir noch. Was haben wir dann hier erbeutet? Als silberne Gürtelschnalle, die hängt auch immer im Brunnen rum. Das finde ich auch ein sehr schöner Aufbewahrungsort für so ein Ding. Okay, ja geil. Das haben wir noch hingekriegt. Ich probiere die jetzt mal alle Stück für Stück zu eliminieren, die Typen. Gucke, ob wir das hinkriegen irgendwie. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Okay. Das Fenster. Das sind verdammt viele Fenster. Ach, der Joel mal wieder. Pessimistisch wie noch was. Okay, ich habe das lieber, wenn die Wache hier ausgeschaltet sind in der Gegend. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Jetzt ist jetzt wieder stockduster. Und ich sehe mal wieder nichts, weil das Licht auf den Fernseher geht. Mist. Ich sehe mal wieder gar nichts. Der ist da. Unser Kumpel Flynn ist hier. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich auch da entlang. So. Sehr schön. Das ist, glaube ich, das Fenster unserer Träume hier. In das wir rein müssen, oder? Ne, Quatsch. Weiter oben ist es sogar. Na gut. Dann machen wir das auch glatt. Ich glaube, ich habe soweit auch alle Wachen niedergemacht, die wichtig wären. Die zwei Typen, die können wir, glaube ich, noch hinkriegen. Das ist nicht das Problem. Und da müssen wir rein. Sehr schön. Zack. Ich hoffe nur, dass wir alle Schätze bisher kriegten. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Sehr gut. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Aber Betäubungspfeile sind in Ordnung. Also die Wachmänner jetzt abzumurksen wäre echt heftig gewesen. Das wäre jetzt wirklich zu heftig. Eski sergiden kalan eşyalar. Okay. Zack. Okay. Die hat jetzt erledigt. Das war ein bisschen zu viel. Gucken wir mal, wie es bei dem aussieht. Und wie höher. Okay, komm du doch mal bitte her. Komm mal her, komm mal du her. Ach ja? Na los, komm her. Ich will dich erwischen. Den krieg ich wohl nicht. Nee, der ist so gut verborgen. Der da. Den habe ich erwischt. Und der andere Typ, der... okay. Okay. Also ganz so blöd sind die Wache doch nicht. Die dürfen es nicht mitkriegen, wie ihr Kollege einfach einschlafen. So, okay. So. Probieren wir doch den. Und der Flynn kümmert sich um den anderen Kumpel. So. Oh. Sehr gut. Okay, das ging ja gerade noch so gut. Ich meine, die dürfen uns ja ruhig sehen, wenn sie dann Sekunden später ausgenockt werden. Das ist in Ordnung und vertretbar. Ups. Bewegen Sie L, um den Karren zu bewegen. Okay. Aber ich finde, hier gibt es am Anfang doch schon recht viele Schätze. Und ich mag mich auch mal hier
hier unten erstmal nochmal umgucken. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasst. Das wäre sehr schade, um ehrlich zu sein. Ich habe auch bei Uncharted, also bei Drake's Schicksal beim ersten, habe ich durchaus auch ein paar Passagen noch gesehen im Nachhinein, wo ich schätze, verpasst habe. Und ich probiere ja auch immer mein Bestes zu geben, um mich in der Umgebung umzugucken. Aber es ist halt wieder ein Unterschied, ob man das selber spielt oder ob man einfach einem anderen zuguckt dabei. Da ist wirklich ein großer Unterschied. Und da hat man auch mehr als Zuschauer einen Blick für die Umgebung. Wenn wir da hochkommen. Okay, da aber müssen wir hoch. Na gut. Gut, dass ich das habe, was? So, hast du eine Seel? Ah jo. Seel und ein Enterhaker. Bitte. Dankeschön. Nehmen wir doch gern. Können wir nämlich da hochwascheln und können uns von dort aus entlang hangeln. Drücken Sie im Hang L2 zum Zielen und dann zum Schießen. Halt die Gosch. So. So wird das gemacht. Also im Hänge geht es auch noch. Das ist natürlich auch sehr cool. Ich freue mich nur, wie der jetzt hochgeladen hat in der Zeit. Okay, ich komme. Nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. Ja, der Aufzug wäre nicht schlecht. Nehmen wir mal das. Da können wir doch bestimmt... Ne, da können wir bestimmt nicht hoch. Okay. Da können wir aber entlang, nehme ich mal an. Zack, dann können wir hier durch und vorbei. Da können wir noch ein Stück gehen. Und da können wir runter. Können da hoch. Können da wieder der Affe-Move ausführen. Und dann... nicht runter, Statze, Kumpel. Dann machen wir... Was machen wir dann hier? Hol froh. Ich glaube, wir springen von da aus rüber. Nein, mach das doch nicht, Nathan. Okay, dann machen wir das halt anders. Dann machen wir hier runter. Und dann machen wir hier den Sprung. Und zack, das klappt. Wunderbar. Und da ist eine Glocke, die bloß nicht bedienen, sonst gibt's Hölle-Alarm. Und die ganze Wärter stehen bei uns Schlange. Ich finde auch diese osmanische, türkische Motive hier mit den Mosaike so wunderschön. Also das gefällt mir auch als Deko-Element, was solche alte Palastbaute sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da gucken wir mal nochmal kurz hier. Okay, da ist nix. Und weiter geht's dann in der Richtung. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Okay, wie kommen wir jetzt nur darüber? Das ist die Frucht. Ich glaube aber, der andere, der ist jetzt wieder irgendwo hier gerannt, wo ich nicht gesehen habe, dass der hier ist. Wo ist er dann hier? Ich sehe ihn gar nicht, der Flynn. Okay, da können wir eh nicht drüber. Können wir hier gar nichts machen, oder? Nur hier an der Stelle können wir. Ja, da können wir nur an der Stelle. Was soll man denn? Ach, ein schönes Geräusch von nur. Ui! Ach, Mist. Okay, okay, schade, das war ein bisschen zu weit entfernt. Ja, schade, ich habe gedacht, ich könnte denn jetzt einfach mal so abschießen. Habe ich aber wohl falsch gedacht. Da war ich zu weit entfernt. Nicht nach unten sehen. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, das würden aber das mal von der Reichweite treffen. Weil mir Hände weiße Kreis. Zack. Jawohl, das trifft ihn. Mir Hände weiße Kreis nämlich gehabt. Und wenn der Kreis grau ist, dann treffen wir es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war mein ursprünglicher Fehler. Und wenn er weiß ist, dann müsste das Ding treffen. Beziehungsweise Wirkung erzielen. Zack. Hab dich. Oh, oh. Zugenommen, Mann. Ja, pappeln doch nicht. Mann, das war knapp. Okay, keine Donuts mehr für dich. Keine Donuts mehr für dich, das ist gut, aber irgendwie auch schade. Ich mag Donuts ja auch sehr gern, muss ich sagen. Vor allem die mit Schokoladeglasur und Schokoladefüllung, die finde ich abartig geil. An denen könnte ich mich totfressen, an den Dinger. Ja. Genau, er bestätigt das auch nochmal mit ja.
Und ich sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Ich bin bis jetzt eigentlich auch schon sehr begeistert von dem Spiel. Allein schon die Tatsache, dass wir die Möglichkeit haben, Gegner heimlich auszuschalten, was ich im ersten sehr vermisst habe. Was in The Last of Us nämlich ein sehr, sehr geiles Gimmick war, womit ich sehr häufig auch gearbeitet habe. Und das freut mich, dass ich das jetzt auch bei Uncharted hier habe. Und ich bin mal gespannt, wie es im Museum weitergeht, denn von meinem Wissen von dem damaligen Let's Play, was ich geguckt habe, ist so gut wie gar nichts mehr da. Aber ich finde auch, dass die in der Remastered-Version eine schöne Einheitsgrafik für 1 und 2 gefunden haben, weil grafisch sehe ich hier große Unterschiede. Das scheint wohl der Remastered Edition geschuldet zu sein. Beziehungsweise der Nathan Drake Collection. Aber ich will jetzt nicht mehr weiter babbeln und euch aufhalten. Wir sehen uns dann morgen wieder. Machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.